Ja, hallo zusammen, ich bin der Vega von Green Games für Playwitz. Ja, ich habe vor kurzem ein Video gesehen von jemandem, der Subnautica gespielt hat und ich habe irgendwie so richtig Bock bekommen, das auch anzuspielen. Es ist ein Early Access Spiel. Ich habe vor kurzem, also vorher noch kurz entdeckt, dass es ein bisschen, ja, schon recht lang in der Early Access ist, aber anscheinend ist es eben recht gut bewertet worden. Es ist eigentlich sehr positiv im Steam Store und so wenn ich das mitbekommen hat es vor kurzem, Ende April ein grosses Update gegeben. Und ja, das hat mir irgendwie schmackhaft genug gemacht, um jetzt mal so richtig drinnen zu schauen und abchecken, wie das aussieht. Weil irgendwie, also generell, ich bin mega Fan von Science-Fiction-Spielen. Und jetzt da geht es eigentlich um. Also ihr seht es dann. Es ist Science Fiction, nicht so klassisch Science Fiction, ein Survival-Spiel. Und ich jetzt einfach mich mal reinstürzen und schauen, wie es ist, ein paar Videos darüber machen und schauen, wie es kommt. Zuerst habe ich mal gedacht, ich könnte ein Review machen, aber den Gedanken dann verworfen und das Gefühl gehabt, weil wenn schon mal ein Let's Play machen, wieder mal ein bisschen reinkommen, ein bisschen etwas ausprobieren, gerade so zum Beispiel bei einem Survival-Spiel, ja, kommt man eigentlich nicht so mit einem Review allein nicht so wirklich drin, sondern man sollte so ein bisschen sehen, was so Grundvoraussetzungen sind, was man so ein bisschen machen muss, was man so ein bisschen für Ressourcen muss finden, was man zusammenbauen kann, wie es aussieht, alles ein bisschen auschecken. Und das wollte ich jetzt machen. Also, dann würde ich sagen, legen wir los. Start a new game. Survival. Freedom, Hardcore. Also Hardcore machen wir mal nicht. Creative macht auch. Ja, machen wir einfach klassisch Survival. So. Ich hoffe, ich habe nicht mehr den allerneuesten PC. Ich hoffe, so von der Quali her, wie es aussieht, ist es erträglich. Ich schaue mal, vielleicht kann ich es nachher noch ein bisschen aufschrauben. Aber ja, ich muss es mal abchecken. Also, wenn ihr es anschaut und ich nicht kann aufstellen und das Gefühl habt, das ist nicht so mein Ding, ich spiele es auf Mittel, beziehungsweise gewisses glaube ich sogar auf Low, also von dem her wird es bei euch sicher möglich sein, dass man es dann ein bisschen upgraden kann. Ein bisschen erhöhen. Press any button. Oho. Dort nach einem Alarm. Ist das ein Rettungskapsel? Ja? Oha, mit Fenster. Ja, da ist etwas explodiert. Habe ich keine Kollegen? Da. Von nicht, ne? Oh. Oha. Oh. Au! Was ist jetzt passiert? Oh, ich lebe noch, ich lebe noch. Ah, hier ein bisschen Gewalt ist doch immer hilfreich. Okay, jetzt schauen wir mal schnell, ob die Maus viel schnell ist. Okay, erstes Problem wie immer. Keyboard. So. Mal schnell. Ja, das ist besser. Ich habe glaube ich noch Beschleunigung drin, aber das schauen wir nachher. Ich will mal sagen, das Feuer löschen. Rechtsklick. Okay. Das habe ich jetzt nicht gedrückt, aber jetzt hat es automatisch das BDA rausgenommen. Emergency Mode. Ja, schon recht, schon recht. You have been issued this personal data assistant. The interface visible now will organize your inventory, display currently available construction blueprints, and holds other valuable information. Please take a moment to familiarize yourself with it. Ah. Also ein bisschen etwas habe ich schon gesehen, durch das eine Video, das ich geschaut habe. Man kann so aus grundlegenden Ressourcen gewisse Sachen herstellen. Hallo Schweiz, das ist das Verkehrte. Das müssen eigentlich die anderen Farben sein, aber das wisst ihr sicher. Okay. Okay.
Also ich habe so ein grundsätzliches Verständnis, was ich muss machen muss. Oh, das könnte spannend sein. Also ein paar Flossen. Bevor ich irgendwas mache, ich weiß es natürlich, ihr nicht, wo ich mich überhaupt befinde. Und zwar... hey. Kleinblätter, okay. Ja, das ist mein Schiff, oder ein Teil von meinem Schiff. Oder ich bin Teil von dem Schiff, von der Crew gewesen. Hoppla. 100. Ja gut, aber ich befinde mich jetzt nicht allzu weit. Ui, das sieht aber hässlich aus. Warte mal schnell. Kann ich da... Hi? Dann noch eine Quality. Ja, dann müsste ich wahrscheinlich das Game aus dem Game raus. Gucken wir noch mal schnell, ob das mein PC aushält. Die Frames sind recht gedroppt, aber ich glaube, ich komme auf 60. Environment, uncharted, ocean planet, oxygen nitrogen atmosphere, water contamination, high. Oh, water contamination high. Attention, Unangenehm. detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage sustained during collision. Continuing to monitor. Unangenehm. Also, es strahlt irgendwie Radioaktivität aus und das ist ungünstig, das heißt, es könnte irgendwann richtig hoch gehen. Ich muss jetzt die Sensitivity doch noch ein bisschen verstellen, wenn auch nur Licht. Ja, das fühlt sich besser an. Okay, aber ich bin auf einem Wasserplanet. Und der grösste Teil eigentlich... Der grösste Teil vom Game werde ich mich unter Wasser aufhalten. Ressourcen sammeln und so weiter. Mal schauen, was es da alles gibt. Salvage. Ja, ich lasse mal aufpicken am Anfang. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Ja, das kann ich nicht holen. 10 Sekunden, 45 Sekunden habe ich. Schauen, ob ich ein paar Fische aufpicken kann. Yeah. Ja, das war so ein fliegender Fisch. Nee. Okay. Das ist das grosse Ding. Salz. Kupfer. Ah, mit Leertaste kann ich rauf. Oh ja, ich muss sowieso rauf. Uff. Ja, das erste, also es gibt 2, 3 Sachen, die ich weiss, also die am Anfang machen muss, weil sonst komme ich nie ran. So. Zwar, also grundsätzlich habe ich einen Fabricator und dem kann ich gewisse Sachen herstellen. Noch nicht ganz für Titanium. Kupferdraht. Ja. Salz, dann habe ich ein bisschen was. Bleach brauche ich zum das Salzwasser reinigen. Und so Korallen. Irgendwie. Wasser kann ich aber noch nicht. Tools. Also was ich sicher brauche, ist ein Repair Tool. Ich brauche Magnesium, Crashfish, Schwefel, Radiation Suit, auch nicht schlecht, Silicon Rubber. Silicon Rubber. Ah. Creepvine Seed Cluster. Okay. Und für Tools, für den Repair brauche ich Magnesium. Kann ich Magnesium aus Senmi herstellen? Ah, aus Salz. Ah, okay, da brauche ich ein bisschen Salz. Und der Crashfish, die Titanium Honey. Dann machen wir das ganz schnell. Okay. Noch mehr machen? Ja, sogar noch mehr. Okay. Das heißt Titanium Honey jetzt. Oh, ein Scanner. Da brauche ich eine Batterie. Kann ich eine Batterie machen? Das habe ich irgendwo gesehen.
sein. Nein. Das müsste da Equipment. Nein. Floating Air Pump. Ah ja, die habe ich gesehen. Da kann man sich ein Wasser, eine Sauerstoffleitung eigentlich bauen von der Oberfläche, falls man irgendwo ein bisschen länger mal ein bisschen will graben. Oder irgendwie unterwegs will sein. Ein Locker. Mehr Platz. Was ich jetzt... Ah, da, Batterie. Kupfer und Sour Mushroom. Saurer Pilz. Das Batterieli. Das heisst, ich könnte mir jetzt einen Scanner machen. Ich glaube, gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. The handheld spectroscope scanner can be used to synthesize blueprints from salvaged technology and to record alien biological data. Ah, da habe ich ein paar Sachen. Continued degradation of the Aurora's drive core may cause a quantum detonation. Calculating risk assessment. Death by malnourishment, 7%. 5 physical injury, 11%. Okay, das ist ungünstig. To radioactive crash site materials. Ah, da kann ich sogar unten raus, noch besser. If the drive core is breached, probability of death increases to 65%. Ja, ja, schon gut. Okay, also ich brauche noch mehr Salz. Habe ich mal gesehen. Oh, jetzt ist es ein bisschen am Legen, das ist unangenehm. Oh, das ist noch... Ist das Salz? Nein, das ist gar nicht Salz. Oh mein Gott. Oxygen. 45 Sekunden ist aber auch wenig. Eat something, das auch noch. Habe ich noch etwas echt? Yep, das ist definitiv bequemer. Ah. Da habe ich ein Flare. Oh ja, perfekt. Nutrient Block 75%, da kann ich noch ein bisschen warten sogar. Ja, egal. Also. Ich brauche... Ich kann noch mehr bitte... Was? Ah, ich kann noch mehr Titanium machen. Sun ist Setting, es ist jetzt dunkel. Irgendwas lasse ich mal noch gut sein. Und ich brauche auch die komischen Crashfische. Magnesium. Salz. Ist doch geil, dass ich muss Salz suchen, obwohl ich mich eigentlich im Wasser, im Meer befinde. Also. Es gibt noch mehr Quarz, ja. Quarz. Oh. Ha! Bläderfisch. Alien life forms may have unexpected characteristics and applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Good. Oxygen. Ah, da kannst du alles mögliche Dinge scannen. Das klar mit Coral, Giant Coral Tubes. Nein, kann man nicht. Wie das tönt auch. Aber ich kann scannen. Gasopod. Oh, der hat Angst. Oh oh. Ja, ja. Du Walross. Oh oh. Uff. Ja, sie haben mir zumindest kein Damage gemacht, das ist schon mal gut. Rabbit Ray. Aha. So, gehen wir wieder rauf. Oxygen. Ich brauche immer noch Salz. Aha. Hauptsächlich eben noch am Kopf. Metal Salvage. Hey! Stalker.
Ich glaube, der ist nicht so freundlich. Aber... Oxygen. Wissenschaft. Oh, shit. Shit. Ah. Uff, okay. Essen? Kann ich so? Oh shit, habe ich es jetzt gedroppt? Rechtsklick. Warning, local radiation readings exhibit characteristics consistent with Shit, total wo ist jetzt das degradation Blöckchen of an? the Ich meinte, ich habe Aurora's etwas Master gegessen. Drive Core. A quantum detonation will occur with a probability of 85%. Ja, shit, ich habe es abgeworfen. Advise Oh observing Mann. a 1 kilometer safety range. Wo ist jetzt echt die... Mist. Okay. Ah, Creepvine. Das ist doch irgendetwas gewesen, ja. Calorie deficiency detected. Ja, ich weiß. Oxygen. Macht das super? Ah ja. New blueprint acquired. Oh nein. Nein. Alter, der ist jetzt knapp gewesen. Okay. Ungünstig. Ich glaube, den will ich nachher zum Medkit haben. Oh. Just. Oh shit, ich verliere Leben. Help.